Es gibt sie, sehr leise Antworten auf ewig gleiche Fragen. Wo kommen wir her? Was machen wir hier? Ein Morgen im Bayerischen Wald. Ein Sonnenaufgang kann so eine Antwort sein. Wir folgen dem Naturfotografen Ingo Zahlheimer zu einem Lieblingsort. Die Natur ist sehr viel für mich. Ich brauche das auch einfach gerade hier im Breisessel, diese Ruhe, diese Weite zu sehen. Zig Kilometer, keine Menschenseele. Das öffnet wiederum irgendwo meine Seele und verbindet mich mit der Welt. Deswegen ist, glaube ich, auch unabhängig von der Fotografie klar, ich werde mich immer in der Natur draußen aufhalten. Seine Fotografien zeigen die Welt, atmosphärisch aufgeladen oder abstrakt. Licht, wie es auf dem Wald schimmert. Die konkrete Kunst eines Eichelhähergefieders oder das Innere eines Blütenkelchs. Einfach die sichtbare Welt in ihrem wundersamen Zusammenspiel. Tier, Pflanze, Wasser, Wärme. Für mich ist die Fotografie eben die Verbindung aus Kunst und Natur, das Unsichtbare sichtbar machen für mich, indem es einfach künstlerischer wird. Anders kann man jetzt denken, zum Beispiel an den Sternenhimmel. Eine Kamera ist einfach viel sensitiver. Man kann viel mehr Sterne sichtbar machen durch die lange Belichtung, was total toll ist. Wie gern würde ich mit bloßem Auge Fledermäuse so gut sehen können, aber das funktioniert nicht. Dazu braucht es eben einfach technische Hilfsmittel. Und da hilft die Kamera einfach auch, den Leuten zu zeigen, hey, so jagt eine Fledermaus, so fliegt eine Fledermaus. Kann man sich ja nicht vorstellen sonst. Seine Eltern, Biologen und Naturschützer. Seine erste Spiegelreflexkamera mit 9. Seine Kindheit draußen. 2014, da war er 18, wurde er Finalist beim legendären Young Wildlife Photographer of the Year Wettbewerb. Mit einem Bild vom Lusen. Es zeigt meine Verbindung auch zum Nationalpark Bayerischer Wald, eben dieses Motto Natur, Natur sein lassen, mal nicht einzugreifen, die Prozesse, die natürlichen Prozesse laufen zu lassen, das Sterben des Waldes zuzulassen und auch wieder zuzuschauen, wie das Ganze wieder neu kommt. Und das tut's ganz bestimmt, ist einfach eine total tolle Sache. Der Lusen im Herbst. Natur als Prozess. Ein neuer Wald zwischen den toten Stämmen. Es gibt tolle Landschaftsbilder, aber die sind dann aus aller Welt, aus gigantischen Landschaften, wie wir sie kennen. Aber ein Landschaftsbild aus Deutschland ist wirklich eine Seltenheit. Und da bin ich schon stolz darauf, dass es das in den Wettbewerb geschafft hat. Die großen Abenteuer. Natürlich träumte er als Heranwachsender davon, später in ferne Länder zu reisen und Abenteuer zu erleben. Aber gleichzeitig fand er immer mehr Staunenswertes vor der Haustür und ließ sich kompromisslos darauf ein. Während dem Abitur hatte ich da eine ganz prägende Phase. Ich hatte den Bau, die Höhle eines Eisvogels ausfindig gemacht. Und wir haben dort ein Tarnzelt aufgestellt. Über mehrere Wochen stand das dort. Der hat sich komplett daran gewöhnt. Man konnte ihn also bei allem beobachten. Das war einfach super. Und ich habe meine Zusammenfassungen immer mitgenommen. Also ich habe aus Abitur gelernt, während ich in diesem Tarnzelt saß. Und der Eisvogel hat immer wieder gerufen, alle Viertelstunde, hat sich angekündigt, jetzt komme ich. Hat sich teilweise aufs Tarnzelt draufgesetzt. Super Moment, wenn man das dann hört, wie sich die Krallen in den Stoff reinfressen. Man kann sich mit der Welt anfreunden, sich verbinden, wenn man aufhört, sie als Besitz und Beute zu betrachten. Hier lebt er, an langsam fließenden Gewässern, der kleine bunte Eisvogel. Er war einmal fast ausgestorben. Die Federn waren ein begehrter Hutschmuck. Zum Studium Geografie ging Ingo Zahlheimer dann nach München. Wohnung mit Blick auf eine Betonwand. Wo ist die Natur in der Stadt?
Ein Bild aus der Serie wurde dann wieder absolute Sensation beim Wildlife Photographer of the Year gekürt. Der Schattenriss einer Ratte auf einem bunten Tiergraffiti. Ich bin auf der Jagd nach Blumen und Insekten. Symmetrie, Farbe, Duft, wunderbarer Überfluss. All das ist eine Wiese. Mir geht es da schon darum, die Natur wirklich zu bewahren. Wenn man Sachen versteht, tut man sich viel leichter, irgendwie das zu akzeptieren und auch zu sehen. Und wenn man eben Prozesse in der Natur irgendwo versteht oder eben auch Arten kennt oder dann eine Geschichte zum Eisvogel hört, dann hat man einen ganz anderen Bezug zu sowas. Sonnenaufgang. Planeten kreisen. Die Schatten werden kleiner. Die Erde trägt.